Haut wollte man eis mit einer umweltfreundlicher Fortbewegungsmaschine beschäftigen, der ihren Ursprung bis auf den Anfang vom 19. Jahrhundert zurückgeht. Am Jahr 1817 wurde gewisse Karl von Dreis eng Echtkeier eng Maschine vorgestellt, die später nur ihm sollte benannt gehen. Draisine. Das war eng Art Laufmaschine, ob zwei Räder, die sich sehr zum Urvelo entwickelt hat. Zanta hier sind gut 200 Jahre vergangen und aus dem Urvelo als Hauten Apparat entstanden, die für allem durch Klimaproblematik eine regelrechte Renaissance erlebt hat. Seit ein paar Jahren ist auch den E-Bike umgemacht, ein Velo mit Elektromotor, der noch Männer sportliche Matbürger eine flotten Tour erlaubt, durch die Landschaft zu jabeln. Eine Reportage von Marc Thomas. Ein regelrechter Velosboom hat sich matzen an der Corona-Heichzeit entwickelt. Noch nie goufen also kurzer Zeit so viel Veloer verkauft, wobei für allem die Biken wie warmredischer gefrot waren am Sinn. Und dat an dem muss, dass es Zante hier für verschiedene Modelle lang Wartezeit gibt, aber bei verschiedenen Marken Produktion monatelang Hannen drun hebt. Sogar bei Ersatzstecker gibt es doch je nach Modell länger Lieferfrist. Wie gesagt, das ist das Resultat von einem Velosboom zu Lützeburg, auch damit verbunden, dass der Staat dem Käfer in dem greift, an einen Teil vom Kaufpreis beisteuert. An so rollen Zante gut 2 Jahre viel mehr Veloen durch das Land, wie das nach 400 Pandemie der Fall war. Dass das für allem ein geselligen Autosfuhrer gegen den Strich geht, ist auch eine Tatsache. An das Mundches a Sache Sicherheit von Velosfuhrer nach muss realisiert gehen, steht auch außer Zweifel. Auf viele Plätze an Ortschaften durch das Land ist den Cyklist gezwungen, auf die Straße auszuweichen, weil an der ganzen Gegend kein Velospiste existiert. An dieser prekären Situation geht es für die Velosfuhrer immer mehr kritisch und gefährlich, weil die meisten Straßen überfüllt und viele Automobilisten immer mehr nervös und teilweise aggressiv reagieren, was die Velosfuhrer auf der Straße gesehen. Tatsache ist, an den letzten 5 Jahren hat sich die Verkehrssituation zu Lützeburg dramatisch verändert, dramatisch verschlechtert. Stauen, Rotluten, unendlich Chantier, Kamion, Armaden von eidlen Bussen sind in alltäglichen, desolaten Szenarien. Gern erinnern sich viele Cyklisten an die Periode letztes Jahr, wie die Straßen, bedingt durch Corona, quasi eitel waren. Der schädliche CO2-Stand gefallen ist und Veloen von einer ehemaligen Bewegungsfreiheit konnten profitieren. Wir haben aber eine flotte Zeit gehabt, in der Corona-Zeit, wir können gemütlich zu fahren, ohne viel Trafik und war eine flotte Erfahrung mal. Die Zeit ist rüber, das war so, die Zeit ist rüber. Die meisten Rennen, wir gehen von der Straße gedrängt. Von der Straße gedrängt, der Velosfuhrer, den als regelrecht Feindbild von manchen genervten und gestressten Autosfuhrer angesiedelt. Ja, es tut, und dann sie so einfach, medisch auf Velospiste, was ja auch nicht immer einfach ist, für dort zu fahren. Und so ist es doch nicht verwunderlich, dass gerade die letzte Zeit bald keine Woche vergeht, ohne dass ein Velosführer angestoßen und blessiert wird. Etwas ist auch klar, trotz politischer Sundesreden und gut gemengten Initiativen waren aus Lützeburg alles wie kein Velosland im Vergleich zu Holland, den skandinavischen Ländern oder der Schweiz, für nimmen die zu nennen. Wedax wird ein Cyklist gestreift, wenn er nicht extrem rechts Bord fährt. Me wen Lützeburger Straße kennt, mit einer Unmasse von schlecht geflickten Plätzen, Löcher, Knuppen, die weiß, dass gerade Straßenbord die meist kaule, kräse Stängellöcher an Gullien auf den Velosführer lauern, an denen dann gezwungen ist, nur links auszuweichen, für nicht zu riskieren, sich zu verschlagen. Ja, war noch mal 100 Meter zwischen Al-Gulli und wenn ich da richtig am Tritt ist, das geht nicht, weil alles geht in den Schlag. Und dafür muss ich einen Meter rüberfahren. Aber das sind ganz viele Leute, die das nicht verstehen und auch wahrscheinlich noch nie Velo gefahren sind. Sonst geben sie das verstehen, dass ich ein bisschen mehr rüber muss fahren. Und so ist das neue Straßenreglement, das besieht, dass ein Auto beim Überholen von einem Velo 1,5 Meter Aufstand muss halten, alles wie kein Schikane. Allerdings bestehen an diesem Zusammenhang Felten zwischen Theorie und Praxis. Dabei gibt es Straßen, auf diese Velosführer, die von nah auf Bevel kommen, weil es hier keine Velospiste gibt, nicht kann trauen, es hilft dann ein suizidärer Gedanke. Ein so ein typisches Beispiel ist die gefährliche Rennstrecke zu Mama auf Koppelisch wie Schendels auf Miersch,
wo quasi allwoch kräft. Mir auch kleng ländlich, sekundär an Tertiärstrossen im Land, wo sich für ein paar Jahre nach Seelen ein Auto verloren, sind an der Zwischenzeit zu regelrechten Aufkürzungen a Schleichwehr verkommen. An do wo klar für un Velospisten ein Verbotsschild für Auto und dem Cyklist Sicherheit solle garantieren, do rennen a well viel wen einfach durch. Ein Beispiel in et Film. Der Raspert tischt Eger Baggen, die von Hunderten an Hunderten Autos als Schleichweh vom Moes bis Oves missbraucht geht, gerade so wie einer klassisch Velosphäre, die nicht durch Solidbarrieren oder Stehblick gesichert sind. Daneben sind manche Velospisten bei gutem Wetter mit Spaziergänger überlauf, die keine Rücksicht holen an den Velosführer vernennen, wann er will Land fahren. Es sind ganz viele Leute, die mengen Velospist wäre für alles gedurcht, aber auseinander an Dorfbremsen muss immens oppassen. Und ja, wie gesagt, das ist nicht viel Platz für uns. Die Erfahrung ist, dass Leute links und rechts gehen und heinz du mit dem Hund, dann einen links, den anderen rechts. Das natürlich auch unter den Cyklisten schwer schofget als gewusst. Allerdings bestrafen die sich selber, sollte zwingend Summerstoß oder accidentisch Auto auf Velo kommen, weil kaum als ein Fall bekannt, bei dem ein Autosfahrer zu Schuld kommt. Schon Velo op da becht auch do hun Sach gemeint nichts vom Velo so verschiedene Autos für okay Spaß an als wirklich dumme tranchieren sind okay man schläft net schlussen sind schon andere Weder. Natürlich, wenn ihn so weiterfährt, dann können die Jungen auch nicht mehr motiviert, um Velo zu fahren. Dass zu Lützeburg zwar an den letzten Jahren viele Velospisten investiert gouf als richtig. Aber wie gesagt, ein durchgehend sichert Netz geht es nicht. Kommt dabei, dass Velospisten gesperrt sind, monatelang am schlechten Tempo drun gepiddelt wird, und das für allem Matzen an der guten Jahreszeit. Ein krasses Beispiel für so eine Fehlplanungssperrung als die Pastoralstrecke von Volz auf Berschnich. Ein paar Kilometer hinter Volz steht der Velosführer Bemol für diese Barriere, gesperrt von Wanseler auf die Schleif. Resultat: der Cyklist muss auf die Schmullandstraße ausweichen, wo Eidelbussen ober und aufrennen, an der Velosführer forciert wird, extrem rechts zu manövrieren. Oder das Beispiel bei Kötscht, wo der vielbesungenen Eislecker Velosfee eng Ewigkeit gesperrt ist an den Cyklist ob die gefährlich Hartstraße gedrängt wird. Zu Hesper dann gouf grad zu guter Jahreszeit diese Velospassage gesperrt so, dass der Cyklist muss über die Hauptstraße zirkulieren bei Luten, die eine kleine Ewigkeit rot aufweisen. So Beispiele für verbarrikadierte Velospisten geht der Urchtet Land eng sillichem. A wie gelebt hat die ominös Ära wie d'Strossen mat kräsier Steng und sicher gemerkt goufen, die wir definitiv river, die leidt schief, wie eng Heldentat vun der Point Chaussee mat Steuersue finanziert, tischt Werken an welschend vier demonstriert. Kaum zu gelewe me woer, do goufe lo op enger Streck vu 5-6 Kilometer eng bis dohiner Gutstroos regelrecht agepökelt. Weltechem Tonnen an Tonne vu Stenger Kräsi sind do op d'Stroos geheit, getippt gin, mam Resultat, dass ein geféierlich pesen Sternen ass, wo d'Assurancen riskieren, Schüttelfrost zu kreen, weil Spatzsteng nimme so Spritze van d'Auto an Eidelbussen sich kreizen. Des unverantwortliche Situation as ewer für allem fir Motorräder geféierlich an, fir d'Veloen eng regelrecht Zumudung eng Katastroph. Kennt dabei, dass es do weiderbret keng Velospist gëtt. Ob de Minister François Bauch iwwer diesen unverantwortlichen Unfug vu senger Verwaltung mat Steuersohn am Bilders, dat bleibt no Motto, Affaire à suivre, zu klären.